Neuer Part, neues Glück. Willkommen zurück hier zu Legend of Zelda Breath of the Wild, legendäre Prüfungen. Der schwere Teil, ja, wir sind hier eigentlich beim ersten Halteraum, Warteraum, Erholungsraum, whatever, angelangt. Und natürlich das mit der Fee vergeigt, ja schön. Dafür habe ich alles andere angesagt, alles vorbereitet und so. Wir sind wieder, ja, gute Gesundheit. Fast das Maximum, fast das Optimale. Perfekt würde ich schon fast sagen. Und, jo, wir legen los. Bin sind noch übermüdet und so weiter und so fort. Es ist ein Tag vergangen. Zum Glück haben die Switch irgendwie so pausieren. Standby-Modus gar kein Problem. Mit der Wii U wäre es, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also schwieriger, ich meine, auf die Konsole die ganze Zeit anzulassen und so. Aber der Switch, die ja nicht stationär sein muss, ist das natürlich angenehmer. So. Ja, da hatte ich mir schon wegen Feuer und so weiter. Eis wird sogar gegen gewisse Gegner. Wird also lustig. Habe ich irgendwelche... Oh! So. Erst einmal natürlich. Hui! Warte mal. Stimmt ja, hier wird ja im Prinzip jeder Gegner, der Pfeil nicht abschießt, jetzt einen Feuerpfeil. So, wir haben genug aus, also gar kein Thema. Fliegen wir ganz kurz rüber. Rostiger Zweihänder. Aha, ja super, das haben wir schon abgeschossen. Ich glaube, es war eh einer, der, naja, nicht eingesaugt hat, sondern eigentlich wieder abschießen wollte. Die Kleinen, gut, die Kleinen sind ja eigentlich, sag ich jetzt mal, kein Problem. In Anführungszeichen, Schlusszeichen, Komma, wir werden sehen. Nö, so ohnehin nicht. Nein! Link! Nein! Ich konnte nichts mehr machen. Dankeschön, lieber Link. Ich bin nicht tot, das war klar, ich verliere Herzen. Ja, super. Okay, bis auf den Schlussakt war es gut, der Rest war scheiße. Und das alles direkt nach dem... Ja, leck mich doch am Arsch, ey. Das war unnötig. Ja gut, merken wir uns also, wir sind im Feuergebiet, deswegen haben wir die Anti-Feuerhose an. Ob es viel bringt, ist vielleicht ein anderes Thema, aber gut. Holz kann ich alles hier vergessen. Das Eisschwert, ein Eisfall kann vielleicht noch nützlich sein mit gewissen Feuergegnern, vor allem auch die Feuerechsen und denkt da auch an die Feuerpyromagier und so. Ja, Feuerpyromagier, Feuer oder was? Egal, ihr wisst, was ich meine. So. Antike Pfeile. Ich würde gerne einmal, ich bin mir hundertprozentig sicher, es kommen noch so Ivarox. Aber so Steinriesen, Steinkolosse in der Art. Die kommen garantiert noch und ich würde halt gerne versuchen, den ein oder anderen, ich hoffe, der bleibt so. Jo, der bleibt so. Ah, was mache ich überhaupt? Ist ja gut. Ist ein normaler Feuergegner, von dem er kein Problem. Können sie Lava leben? Jetzt genauso nicht mehr. Kann ich einmal mit dem Eisschwert platt machen, wa? Ach ja, wenn ich was sagen wollte, so ein Ivarok oder so, weil der kommt garantiert hier. War beim letzten Mal ja auch schon so. Ich würde gerne mal mit dem antiken Pfeil versuchen. Natürlich nur einen zum Testen, aber es müsste, glaube ich, funktionieren. So. Gut, funktioniert, perfekt. Weil ich alles irgendwie testen wollte. So, was mache ich jetzt mit dem hier, wa? Ich behaupte ja. Gut. Ja, das war ein bisschen ein Nachteil davon an dieser Methode, dass alles zerstört wird, super. Ich wollte eigentlich auf den Schnabel zielen. Guck! Ja, die Bögen kriege ich, ist natürlich schön, ich brauche die scheiß Holzdinger nicht mehr. Die sowieso alle gleich weg können. Ja, die können jetzt schon wegkommen.
bringt nichts mehr. Bringt nichts mehr, dann kriegen sie ihre Stärke und ich brauche sicher nicht so viele. Den, weil er 24 behalte ich mal nach, aber ansonsten der Rest kann weg. Was mache ich mit dir, Kumpel? Ich kann noch Norsken 2 Hände, wa? Feuerpfeile. Ja, das ist praktisch. Okay, bisher der Feuerteil relativ einfach. Da glaube ich sowieso jeder Teil hier wieder aus 5, 6 Innen besteht. Wir haben bereits 2 gemacht. Das wird nicht ewig so gut gehen. Jetzt kommen sicher gleich mal die harten Kaliber. Aber daran denken, wenn ihr da so, sag ich mal, ihr müsst es eigentlich immer von die nächsten 5 Ebenen eigentlich quasi abwarten. Weil nachher kommt wieder ein Warteraum und so. Und innerhalb dieser Zeit kann ich doch, behaupte ich mal. Aber kein Aufwind, scheiße. So. Weg ist er. Meteorstab, vielleicht bringt er mal was, mal gucken. Was ich eigentlich sagen wollte, genau. Ich muss eigentlich nur für diese paar Ebenen gucken, dass ich halt auch meine Heiltränke umfinde und so, dass die halt für diese Zeit aufsparen, nicht für alle Zeiten quasi. Von mir aus. Geh mal hoch. Tschüss. Da muss wehgetan haben, wa? Ja, ich kann das den ganzen Tag. Gar kein Problem. Ah, du kommst nicht so weit, du kommst nicht so weit. Hey. Bringt bei denen nicht so viel. Sind das jetzt Feuergegner, sind das keine? Aber das ist normale, wa? Ja, der kommt doch relativ... Ich wollte schon sagen, er kommt doch relativ hoch. Ah. Mann! Sag mal, der verarscht mich gerade. So. Wie mache ich das am besten? Es gäbe diverse Methoden, wie ich das irgendwie relativ elegant lösen könnte. Die eigentliche Frage ist immer, was ist überhaupt elegant, wa? Ist das zum Beispiel elegant? Oh, zumindest nicht schlecht. Hup. Hallo? Ah. Sag mal. Macht halt nicht ordentlich Damage, versteht ihr? Ist das... Das ist auch kein blauer, das ist kein roter. Super, das ist die dritte Form. Ups. Geil, wo ist er jetzt? So. Warte mal. Was ist das für eine scheiß Waffe jetzt? Hä, ich schieße nach oben?
Der Trick ist auch nicht schlecht. So. Meine Tasche ist voll. Ching, ching. Ja, ich meine, könnte man besser machen, den Kampf, oder? War jetzt ein bisschen zu sicher. Also wohl, ich meine, ja, zu sicher, im Sinne von zu sicher, weil ich nur mal sicher gehen wollte. Okay, alles bereits gegrillt, ist eigentlich logisch. Holzpfeil, wenn nicht automatisch das Feuer abfallen, leider nicht. Schade. Das Wasser haben wir auch natürlich, das dürfte klar sein. Ich bin im Feuergebiet, das heißt, er kann eigentlich das Blatt eh wegwerfen. Boah, Glanz mit 2 Stärke, hallo, und die Fackel brennt eigentlich auch, kann er also auch weglegen. So. Noch ein Eisenhammer. Ja, ich glaube, so ein Steinriese, der kommt schon bald. Ein paar Pfeile habe ich noch. So, eine Feuerpfeile, sehr schön. Einen neuen Schild, das gefällt mir natürlich auch. Dann. Die kann ich eh nicht verarbeiten, also weg damit. So. Das war also die 3. Feuerebene. Das heißt, theoretisch, wenn meine Vermutung stimmt, kommen noch 2. Maximal. Ah, da ist die hier. Ich habe auch einen Tipp bekommen, dass ich aufpassen muss, weil hier gäbe es antike Pfeile. In irgendeiner Kiste. Warum rechts sind das jetzt normale Gegner, sind das Feuergegner? Ich füße mal ganz kurz. War ein Feuer. Gilt das denn für alle hier? Aber relativ viele. Hier gibt es gar keine Feuertypen, oder? Hm. Dann gehen wir noch ein bisschen auf Stasis-Modul. Okay, das ist zum Beispiel keiner. Wollte gerade ausholen. Na, hat's auch getan, der Lümmel. Nö. Na, magst du Strom? Ich glaube eher weniger. Kannst du bitte mal ganz kurz da bleiben? Dankeschön. Zieht leider, muss ich sagen, ordentlich was ab. Na schön. Hä? Wie ging das jetzt? Moment, das ist falsche Waffe. Das ist falsche Waffe, Link. Ich wollte gerade Waffe wechseln. Ging aber irgendwie nicht. Nach dem Angriff konnte ich noch switchen? Also nach dem Angriff konnte ich noch irgendwie... Ganz crazy. Oh ne, macht er den Quatsch. Ernsthaft? Okay, und seit wann geht das? Hä? Alter! Mir reicht's langsam, ganz ehrlich. Nein! Wenn ich sage, es reicht, dann reicht's. Junge, Junge. Also zumindest eine Waffe gedroppt. Natürlich, warum auch immer, nicht. Mann, Mann, Mann.
So. Ich weiß, anders gerade. Hinter mir. Hey, hallo? Wow, Alter. Nö, nö. Sehe ich nicht ein. Nein! Was? Hä? Es ging schon wieder nicht. Was ist mit diesem scheiß Modul los? Hä, ich krieg Holz? Warte mal. Hier sind fehlende Matrix, müssen antike Pfeile sein. Da habe ich eine Kiste übersehen. Aber natürlich eine andere Option. Der quatscht schon wieder ernsthaft. Boah. Du bleibst unten. Du bist nicht willkommen. Oh Mann, ey. Nein. Problem ist, ich habe hier nicht so viel Platz, deswegen wollte die Attacken noch nicht voreinsetzen. Oh. Okay, also entweder sind die Informationen, die ich bekommen habe, Quatsch, dass hier so etwas sein soll. Oder aber... Das Spiel verarscht mich. Hä? Jo, für beides, er weiß das schon. Okay, wenn ich jetzt wieder mal ein bisschen angeschaut habe, könnte es auch anders sein, war. Als Größe kein Problem, dann machen wir direkt mal einen Kraftfleischspieß, ein bisschen mehr Power drauf. Oh je, oh je. Das sind insgesamt 3 Erholungsräume, das ist schon mal etwas, aber ja. Jo, das wird lustig. Sind die... Was ist hier, Freunde? Ich meine, natürlich, ich habe Eispfeile. Ihr wollt das hier machen. Zum Testen. Ne, bringt natürlich beide nix. Wissen wir das jetzt auch schon. So, immer kann den einfrieren kurz. Was war das denn schon wieder für eine Aktion? Mann, das Spiel verarscht mich hier. So, der war gut. Das macht nicht viel Schaden, also nicht so ein Problem, sag ich jetzt mal. Problem, aber was ein anderes Problem noch habe, ist, wir gehen die Eispfeile aus. Ich will nicht noch mehr... Das Problem ist, kriegen wir auf nächster Ebene die Eispfeile. Das ist ein anderes Problem.
Hm. Ist eigentlich zu heiß da oben, oder? Ja, natürlich ist es zu heiß, obwohl die andere Feuerhose haben. Die Dinge sind also in Auftrieb da. Hm. Aha, warte mal. Ah, da drüben war er. Und gerne die einzelnen bei der Feuerpfeile. Okay, ich meine, so ist ja auch eine Variante, sag ich jetzt mal. Nicht unbedingt die, die ich mir irgendwie wünschen würde. Ui, da fliegt er. Das natürlich nicht, aber es ist eine Variante. Wo fliegen die Dinge eigentlich immer hin? So, mein Bonus wird auch wieder futsch. Ah, das sind die Pfeile. Wieder Holzpfeile. Dann soll ich es wohl so verwenden, wa? Ja, komm, schieß mal. Nein! Ja, man vermisst die Zeiten, wo man genügend Eispfeile hatte. Ritterbogen im Arsch, kein Problem, ich habe noch genügend andere. Jetzt nehme ich mal die Stärke-Variante. Ne, komm, nehmen wir uns mal die hier. Ja, die nicht mehr lange. Und Pfeile habe ich, an 15 ist eigentlich noch genug. Also so kriegt man den Boss hier relativ gut platt. Tja, die Pfeile waren es bloß noch 2. Wie im Test. Ja, das lief nicht so wie unbedingt gedacht, aber hey, wir haben es überlebt, ja, das ist nochmal eines. Also, könnte schlimmer sein. So, hier da noch was. Also ja, in dem Sinne, es geht, es geht. So, ich schätze mal, nächste Ebene wird nichts in Richtung Feuer sein. Ziemlich sicher nicht, aber den trotzdem noch brauchen, werden sehen. Eisenarm nehme ich jetzt trotzdem mal ganz kurz, weil wahrscheinlich das alles in die Gegend rumfliegt und so, ist natürlich schon scheiße. Es war ein normaler Holzpfeil, okay. Ja, wie gesagt, im Raum zuvor soll es angeblich einen dicken Pfeil gegeben haben, aber entweder war ich da, habe mich vertan oder es war ein Fehler oder so, die Information. Kein Schimmer. Gut, ich sage jetzt mal so, sollte ich das einmal machen müssen. Es ist nicht unschaffbar. Also das hier bis hierhin ist eigentlich relativ locker. Betonung liegt auf relativ. Ebene 12. Es soll, glaube ich, insgesamt 23 oder 24 Ebenen geben. Das heißt, es gibt noch eine Erholungsebene. So, die sind halt dabei. Perfekt. Ein bisschen Chili zum Aufheizen. Und wir sagen, jetzt kommt irgendwie so, ja, andere Räume halt. So, und da wir jetzt diese Ebene auch erreicht haben, können wir eigentlich wieder sagen, okay, sollte doch Game Over gehen, spiele ich Offscreen bis hierhin nach. Ein Gardeschild sogar, okay. Also Schilder momentan sind noch stark dabei. Rüstung wäre ganz cool. Fellenspalten nehmen wir natürlich auch gerne mit. Rüstung. Hühlegewand. Die so eine Anti-Feuerhosen-Hühlegewand passt überhaupt nicht. Oh doch. Das ist relativ gut sogar. Ja, kann man machen. Kann man machen. So.
Dann, wie sieht's aus? Wir sind ja jetzt eigentlich, denke ich mal, von der Zeit auch schon zu Ende. Machen wir mal ganz kurz einen Raum hier noch. Und dann, nächste Folge. Oh yeah, geht's in die dritte und vorletzte Phase hier vom schwierigen Teil, sag ich jetzt mal. Schleichling, gut. Fische. Glutforelle. Ich habe Angst, kann ein geiles Gebiet oder was? Was nach Haus. Ja, super. Mann, da mache ich es auch mit dem Teil. Also manchmal die Bomben. Nicht unbedingt ein Bombenparadies. So, jetzt ein bisschen mehr Verteidigung. Was haben wir alles hinzubereiten? Es wärmt dich von innen heraus. Geflügel, eine Wildbeere, keine besonderen Effekte. Das Kochzutat Herzen auf, lautlos fortbewegen kann, Maxi-Rübe. Oh, das klingt gut. Nehmen noch ein Edelgeflügel mit. Das Teil, das ist ein Ausdauerling, will ich jetzt so gerne mitnehmen. Noch ein bisschen was anderes, ja, kann zwei von denen. Ja. So viel zu Maxi-Ding, weiter Dinger besser weggelassen. Ja, ich vergesse halt immer wieder, dass man das eigentlich anders machen sollte. Was anders, sage ich jetzt mal, besser wäre, wa? So, hier ist klar die Kombination. Scharfer Chilifisch. Werden wir vielleicht schon bald brauchen. Ist vielleicht noch fraglich, wir werden sehen. Ist die Ausdauer und auch das fortbewegen kann. Das mal noch und das. Dann lassen wir das mal so. Ausdauerfleischspieß. Vielleicht vor allem, wenn man in der Luft herumschwirrt, könnte es noch ganz nützlich sein. So, jetzt hier Schleichling und Dinger. Ja gut, das bringt eigentlich nicht viel, aber machst es trotzdem. Kochobst. Schön. Gut, wie bereits erwähnt, es sieht so aus, als würden wir ein heiß bzw. kaltes Gefilde aufbrechen. Deswegen mache ich jetzt mal, können wir eigentlich sogar kombinieren, nehmen wir nochmal als Kochobst. Wir haben bessere Waffen, eine bessere Ausrüstung. Wir haben trotz allem noch 16 Feuerpfeile und 2 Eispfeile. Wobei, wenn es natürlich ein kaltes Gebiet kommt, werden wir vielleicht Holzpfeil zu normalen Eispfeilen. Also normale Holzpfeil zu Eispfeilen, so rum mit dem Schuh draus. Wir haben noch genügend Feuerpfeile, die muss ich mit denen echt sehr, sehr hausieren, aber wird schon nicht gut gehen. In antiken Pfeilen für die echt harten Bosse halt. Noch ein paar Elementarwaffen, wir haben sogar einen Meteorstab. Ja, ich meine, für gewisse Eisgegner wird das sicher nützlich sein. Wir haben sogar noch einen Feuerlanz dafür, also klar, mit Eisgegnern generell haben wir keine Probleme. Aber, naja, für alles andere, wer weiß das schon. Gut, ich sage mal, vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Zurück bei Breath of the Wild für den dritten Abschnitt in der Schwierigkeitsprüfung meisterlich. Bis dahin, tschüss.